Kind und kaputte Äpfelbäume. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Swiss German Online Podcast. Ich bin eure Gastgeberin Katrin Erni, eure Deutsch- und Schweizerdeutsch-Lehrerin. Heute reden wir über ein Thema, das viele Leute begeistert: Fußball. Oder wie man auf Schweizerdeutsch sagt, über das Shooten. Als erstes muss ich gerade etwas zugeben. Ich weiss eigentlich so gut wie nichts über Fußball. Wirklich nicht. Wenn jemand mit mir über die Liga, Tabellen oder Transfer reden will, dann bin ich komplett verloren. Trotzdem war Fußball in meinem Leben präsent. Am meisten, wo meine Buben noch jünger waren. Und auch schon als junges Mädchen habe ich das viel mit den Gespendli draussen im Quartier gespielt. Wenn wir zusammen geshootet haben, bin ich am liebsten im Goal gestanden. Ich bin nicht die beste Sprinterin und bin sehr schnell müde, aber im Goal habe ich mich dank meiner Grösse recht gut geschlagen. Als meine Kinder klein waren, haben sie fast jeden Tag im Garten geshootet. Der Ball ist überall herumgeflogen, leider nicht nur auf dem Spielfeld, das relativ klein war. Mein Mann hat es locker genommen. Er hat schon im Voraus immer mit Verlust gerechnet. Wenn er Blumen oder Pflanzen gekauft hat, hat er statt einer Pflanze lieber gerade 5 davon gekauft. Wieso? Weil die Wahrscheinlichkeit gross war, dass 4 davon den Sommer nicht überleben. Einmal hat er sogar 4 Äpfelbäume gepflanzt. Doch schlussendlich ist nur eins übrig geblieben. Die anderen haben die Bekanntschaft mit dem Fußball gemacht. Es war manchmal frustrierend, aber heute kann ich darüber lachen. Später, als die Kinder älter geworden sind, haben wir den Garten schon etwas besser schonen. Wir sind zu der Schule auf richtige Fußballplätze gegangen. Die Bäume, die Blumen und meine Nerven haben sich langsam wieder erholt. Ähnlich war es bei den Grosseltern. Immer, wenn wir meine Eltern besucht haben, ist der Bau natürlich auch mitgekommen. Und manchmal mussten die Pflanzen von meinem Vater darunter leiden. Ich muss sagen, ich bin ihm heute noch dankbar für seine Geduld. Vielleicht muss ich ihm irgendwann noch ein paar neue Pflanzen als Entschädigung schenken. Trotz allem bin ich froh, dass Fußball ein Teil der Kindheit meiner Kinder war. Sie haben so zusammen viel Zeit draussen verbracht. Sie haben sich bewegt, haben mit ihren Freunden gespielt und dabei erfahren, was ein Teamgeist ist und wie man fair shootet. An Familienfest haben auch die Männer mitgemacht und die Frauen haben von der Terrasse aus die 2 Teams angeführt. Das sind heute noch schöne Erinnerungen. Das letzte Mal sind wir im Herbst miteinander shooten. Unsere Buben mit den Cousins sind 6 und meine Tochter und wir alte Knochen. Wenn sie hätten wollen, hätten sie uns voll über den Haufen rennen können. Sie sind alle schon grösser und sportlicher als wir. Doch ich muss sagen, dass die Jungen richtig rücksichtsvoll gespielt haben und uns Alten manchmal auch ein bisschen Zeit und Raum gelassen haben, dass wir auch ein bisschen zum Bau gekommen sind. Sonst wäre es ehrlich gesagt total frustrierend gewesen für uns. Was ich allerdings weniger spannend finde, sind die ganz grossen kommerziellen Anlässe. Die WM, die EM und all die riesigen Events. Für mich persönlich ist das manchmal ein bisschen zu viel Werbung, zu viel Geld und zu wenig Sport. Und wenn jemand das wirklich verfolgen will, dann muss er viele Stunden vor dem Fernsehen sitzen. Vor allem, wenn noch aggressive Fanclubs die Atmosphäre anheizen, ist es nicht mehr so lustig. Und trotzdem, ich denke, wenn die Schweiz im Weltcup weiterkommt, sitzen wir doch sehr wahrscheinlich das ein oder andere Mal mit meiner Schwägerin und der Familie zusammen und schauen ein Match. Wenn er spannend ist, kommt es sogar auch mir vor, dass es mir den Ärmel reinnimmt und ich eifrig mitfiebere und unser Team anführe. Wie siehst du das? Vielleicht schaust du jeden Match und fieberst mit deinem Lieblingsteam mit? Das ist völlig okay. Was ich spannend finde, ist die Frage, ob internationale Sportanlässe vielleicht etwas Positives zum Frieden auf der Erde beitragen können. Wenn Leute aus verschiedenen Ländern zusammenkommen, miteinander reden und ihre Leidenschaft teilen, dann kann das über Sprach- und Landesgrenzen hinweg verbindend sein. Insgeheim hoffe ich, dass auch der Sportzirkus von heutzutage es schafft, diesen ehrbaren Ziel gerecht zu werden.
Und jetzt nimmt es mich Wunder, bist du ein Fußballfan? Schaust du manchmal ein Spiel? Welches ist dein Lieblingsteam? Bist du schon einmal in einem Stadion mitfiebern, wenn dein Team ein wichtiges Match hatte? Erzähl. Was hast du für Kindheitserinnerungen in Sachen Mannschaftssport? Was für Spiele sind in deiner Familie Tradition? Bei was hat es dir schon den Ärmel reingenommen? Findest du, dass der internationale Sport gut ist für den Frieden auf Erden? So, das wär's für heute. Und wenn du deine Schweizerdeutsch- oder Hochdeutschkenntnisse verbessern möchtest, dann bist du herzlich willkommen in unseren Kurs. Und wenn du nicht genau weisst, was für dich das Beste wäre, dann kann ich dich gerne in einem Gespräch beraten. Wir haben jeden Montag Schweizerdeutsch und jeden Dienstag Hochdeutsch. Und am Dienstagabend ein Treffen mit der Konversationsgruppe. Du kannst ganz einfach ein Konto erstellen und den VIP-Kurs 7 Tage lang gratis testen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich wünsche dir eine spannende Fußballzeit.